Guten Morgen, Sali, hoi. Willkommen in Triester. Es ist jetzt Sonntagmorgen und ich fange jetzt das Video anders an, als was ich am Montag angefangen habe. Die Woche habe ich euch, oder zeige ich euch, ein bisschen vom Schaden, der entstanden ist. Und zeige euch aber auch ein bisschen vom Konzept, das wir vorhaben, was wir vorhaben. Weil jetzt im nächsten Jahr werden wir viel bauen wieder. Und es wird viel Geld kosten. Definitiv. Und darum möchte ich es euch jetzt fortlaufend immer mehr zeigen, damit ihr schon wisst, was kommt. Weil wir brauchen auch Unterstützung. Viel, weil es ist viel. Aber beim Konzipieren und so und euch zeigen, muss ich euch ganz klar sagen, wir haben eigentlich zwei Varianten. Wir haben den Business Case, den Best Case, wenn die Welt wieder schön wird. Und wir haben die Archinoa-Variante, und das ist, wenn die Welt, ja, tendenziell zeigt sich eher, dass wir wahrscheinlich Richtung Archinoa wollen gehen, vor allem jetzt diese Woche. Amerika macht Veto, Krieg ist gewünscht und es wird wahrscheinlich leider, so wie es aussieht, schlimmer als besser. Aber nichtsdestotrotz will ich positiv bleiben und wie immer will ich es Positive anschauen. Ich will es nicht als naiv, ich will nicht sagen, ich sage naiv. Ich bin ganz realistisch, ich schaue zwischenzeit auch die Nachrichten, ich habe ja mehr Zeit, weil ich kann ja auch nicht viel machen mit dem ganzen Schnee. Aber ich möchte euch einfach klar sagen, wir sind da, Paradies in Triester, wie auch im Titel heisst, Ort der Begegnung, wir sind da für die Leute. Wir sollten im Best-Case-Szenario sind wir ein Frischsupermarkt, wo die Leute durchlaufen können, etwas trinken, etwas essen, aber auch frisch ernten. Das ganze Land sollte man dann ernten können. Überall sollte es Sachen geben zum Ernten, ob es jetzt Pilze, Beeren oder Früchte sind. Oder Gemüse, was auch immer. Man sollte ernten. Und das ist auch ein Worst-Case-Szenario. Sollte man da ernten. Wir können die Leute füttern, wir können die Leute beherbergen. Ob es jetzt im puren Wieder, sieht man von da aus nicht, Klassenlager sind, das zeige ich euch nachher, oder ob es auch einfach eine Wohnstadt ist für ganz viele Leute, die Unterkunft haben müssen, weil es irgendwie in der Aussenschweiz nicht mehr bewohnbar ist oder wo auch immer. Oder sie können von überall herkommen, von mir aus, wenn sie ein Teil davon sein wollen. Und das ist jetzt eins, ist klar. Nicht nur das Geld brauchen wir. Wir wollen auch, dass die Leute schon kommen dürfen. Ingrid kommt bald, in den nächsten paar Wochen kommt Ingrid zu uns wohnen und ihre Geissen. Und es kommen noch andere Leute, die sich vorstellen und uns kennenlernen und schauen. Ja, im Moment passiert wirklich nicht viel, aber es passiert viel. Im Kopf, unsere Tiere sind da und unsere Tiere füttern wir. Nächste Woche gibt es neue Futter, weil da hinten, seht ihr, das Heu ist auch schon fast fertig. Ja, aber jetzt mache ich weiter, meine Tiere füttern, jeden Tag konsequent. Sind wir für unsere Tiere da und dann kann ich ein Video schneiden. Und dann tue ich es aufladen und dann bist du schon am Schauen. Und darum, hoi! Hey! Nein, es ist echt unglaublich. Als die Geissen gebracht haben, sind sie in den Stall rein. Bin schnell Wasser holen, jetzt komme ich zurück. Keine einzige Geiss mehr. I love carrots. Aber wisst ihr was? Meistens scheint die Sonne. In the morning. I love carrots. Guten Morgen! In the evening. Sali, hoi, willkommen in Triester. Ja, also ich bin wieder da. Bin noch nicht ganz gesund, wirklich noch nicht. Ich habe Kopfweh, ganz verstimmt und überhaupt. Aber gell, jetzt habe ich genug Bettpause gemacht, dafür muss ich halt. Aber ich wollte euch zeigen, gerade vom Anfang an. Der Schnee hat extrem viel Schäden angerichtet. Ich weiß nicht, seht ihr da den Balken, das ist neu. So, da ist runtergerissen, aufgerissen, gesprengt. Da ist mehr vom Dach runtergefallen. Wow. Aber nachdem ich jetzt die Runde gemacht habe,
mache ich mal für mich eine Schadenrunde, schauen, wo, wie, was, weil ja, das muss jetzt entgegengewirkt werden. Das ist schon recht krass, was alles passiert ist. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. I love carrots in a salad or a sandwich. I love carrots from their roots to their leaves. Well, I love carrots that are homegrown, 'cause they are oh so crunchy sweet. Well, I love carrots. Der Holunderbaum, wo Claudia gesagt hat, der ist, das ist ja da beim Bauerei. Und da hat es einfach den ganzen oberen Teil abgeknickt. Für Claudia ist das im Weg gelegen. Sie hat immer aussen rum. Ich konnte sie jetzt wegräumen. Aber ja. Und sonst, also da ist der Weg. Und da der Baum, der drüber gefallen ist. Also es sind mehrere Bäume, also sprich der ganz... Ja, komm, jetzt gehe ein bisschen näher und zeige es euch. Das da ist eigentlich alles Waldboden und ich glaube, es ist so da drüber gewesen. Ja, da seht ihr, was so abgerissen ist. Da hat einfach den ganzen Waldboden von den Felsen weggerissen. Samtwurzeln und alles. Ja, und so sieht das aus. Das sind mehrere Bäume. Genau, wo jetzt einfach da liegen, durch den Schnee. Was ich jetzt natürlich nicht sicher bin, ist, ob das dann da so hebt. Also ich hoffe, dass das Gewicht selber da genug ist, dass es nicht weiter rutscht. Aber den Weg tue ich jetzt mal freischneiden. Muss ich ja fast. Also den Weg habe ich wieder frei. Aber wenn man da drauf schaut, da hinten oben, hat es noch ganz viele neue Bäume abgenommen. Überall da hinten auch ganz viel. Hier. Die Sache ist, wenn es jetzt noch weiter schneit und jetzt auftaut und rutscht, und ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich muss noch aber noch ein bisschen vorsichtig sein und noch ein bisschen warten, weil ja, jetzt ist noch kein guter Moment zum schauen, habe ich das Gefühl. But do you? Yeah, I love carrots. Ich kann berichten. Ich habe nämlich etwas nicht so Schönes zu berichten. Und zwar ist einer von den Chinchillas leider gestorben. Natürlich weiss ich nicht, ob es Cupcake ist oder Sweetie. Keine Ahnung, weil ich kann sie ja sowieso nicht unterscheiden. Ja, ich weiss nicht, ob es einfach die Kälte ist oder was es war. Ja, es ist nämlich schon kalt. Da oben. Und ja, ich hoffe, dass der Winterspeck langt. Weil geheizt ist dort, haben wir nicht können. Also sie sind ja drin gewesen, im puren Wieder. Aber dann haben wir ja pure Wieder nicht geheizt und das ist ja unbewohnt. Also nicht so warm. Ja, no, tut mir leid, Sweetie, Cupcake. Ja, es tut mir leid für den, der noch lebt, und es tut mir leid für den, der gestorben ist. So. Hoi, es ist Mittwoch. Mittwochmorgen. Und ich habe immer noch Kopfweh. Also ich bin immer noch nicht gesund. Aber das ist ja kein Grund, um meine Tiere zu vernachlässigen. Ja, füttern, machen, tun müssen wir alles. Auch wenn es einem schlecht geht. Ich habe mich zwar schon angemeldet für die Schule morgen. Das heisst, Claudia kann morgen einen Freitag haben, so einen effektiven Freitag. Gönnen sie ihr. Die wird hier drinnen bleiben. Ach, verschnuddert bin ich auch gehört. Das. Aber ja, trotzdem muss es weitergehen. Aber heute ist blauer Himmel fast. Die Sonne ist noch nicht da. Aber es gibt Strom. Yes. Es hat mehr Schnee gegeben.
nur fein, so eine feine Schicht Schnee. Aber wie ihr es seht, es ist immer noch weiss in Triest. Also der Rekord von letztes Jahr ist schon lange vorbei, verbrochen und verbrochen, eben, so viel ist kaputt gegangen. Wir werden es sehen. Der Frühling wird viel Reparaturen mit sich bringen, was heisst auch viel Kosten. Wir machen sicher noch ein Crowdfunding. Wir brauchen unbedingt eure Unterstützung. Ja, weil es ist so viel kaputt. Aber du, so ist es halt, gell? Aber ja, jetzt geht es mal weiter. Jetzt gehen wir mal die Chef füttern und dann Esel und dann mal schauen. Übrigens, etwas, was mir eigentlich schon länger klar ist, aber ich jetzt einfach mal da weg gesagt habe. Vergessen das, dass wir unsere Gesellschaft nur mit Solarstrom betreiben können. Vergessen es, tun es abstreichen. Liebe Grüne, liebe Umweltaktivisten, vergessen das, dass unsere Gesellschaft, also ich meine, da oben, ich allein komme schon aus mit wenig Strom. Ich kann auch mal verzichten, heizen tue ich mit Holz, kochen tue ich mit Gas. Aber ja, wenn wir Gas abschaffen und Holz führen, sollte man ja anscheinend auch nicht unbedingt, keine Ahnung. Aber vergessen das, dass alles mit Strom und alternativen Energien geht. Ich meine, da unten, nein. Weil an Tagen wie heute gibt es einfach keinen Strom oder sehr wenig. Da muss man es speichern für all die Tage. Und dann, wenn es mehrere Wochen gibt, die nicht so schön sind. Nein, wirklich. Tönt euch das abschminken. Vergessen das. Und vor allem, wenn wir dann alle Autos auf Elektroautos umsteigen. Glaubt mir, ihr werdet verarscht und ihr verarscht euch selber, wenn ihr euch glaubt. Wenn ihr wirklich glaubt, es funktioniert. Es funktioniert nicht. Glaubt es mir, ich wäre auch froh darum, aber es geht nicht. Vergesst es. Vergesst es. Einfach, dass wir darüber geredet haben. Also die Hunde finden es voll cool im tiefen Schnee. Gell? They're just so good to eat. Dass das pure Wieder ist, das wissen wir inzwischen. Aber was da eigentlich pure Wieder alles vorhaben, habe ich euch das schon mal erzählt. Ja, also in der mittleren Stock haben wir jetzt unseren Massenschlag. Genau. Da bleibt weiterhin ein Massenschlag. Im Hinterraum, wo Chinchilla jetzt drin ist, dort gibt es eine Küche und eine Heizung. So eine schöne Kopfsteinheizung, die dann aber auch in den Vorderraum hineinkommt. Und es gibt noch mehr Betten. Also noch mehr Bettengestelle, Kabinen. Im oberen Stock gibt es auch noch mal einen Massenschlag in der Hälfte. Weil das Ziel ist, Schulklassen können da haben. Von Montag bis Freitag Klassenlager. Und dann gibt es noch ein kleines Zimmerchen für den Lehrer. Mit Begleitung. Braucht gar nicht so viel Begleitung, weil wir sind ja da oben noch Leute. Und dann gibt es noch eine Einliegerwohnung. Also so ein Studiowohnung oben drin. Also im oberen Stock. Aber da braucht es zuerst noch ein neues Dach. Und dann da nebendran, wo jetzt das WC ist, da gibt es noch einen Anbau und einen Ausbau. Auf die Höhe oben mit mehreren WCs und mehreren Duschen. Wo man dann aus dem oberen Stock rauskommen und in den mittleren Stock. Weil eben, wenn schon Klassenlager da stattfinden, braucht es mehr als eine Dusche und es braucht mehr als ein WC. Genau, das gibt Höheres. Und dann kommt da der Grauwasser drauf, wo jetzt das Rohr ist. Darum habe ich das Rohr nie richtig versenkt. Weil eines Tages gibt es ein Grauwassersystem für das Ganze. Genau. Die Visionen sind ganz klar, da oben in Dresden. Eigentlich wissen wir schon, wie es aussehen in 7 Jahren. Genau. Und darum sind wir da. Wir sind nicht einfach da aus Willkürlichkeit. Wir sind da mit einem Plan. Und ja. Ich lade euch ein, zum Teil von diesem Plan zu sein. Ich lade euch ein, zum in diesen Plan zu investieren. Ich lade euch ein, zum da wohnen. Oder nur als Besuch. Weil es wird ein Ausflugsort, nicht nur für Klassen als Klassenlager, sondern Familien am Wochenende. Es gibt Restaurantbetriebe, es gibt Streichel, so.
auf dem Zeremonieplatz könnt ihr sogar heiraten. Ja, Trauzeuge können pure wieder schlafen. Und der Küngelstall, das ist fürs Brautpaar. Aber ja, es ist klar. Wir sind da und wir bleiben, weil das Land gehört uns. Genau. Habe ich einfach mal einfach wieder mal klar sagen. Wir wissen, wieso wir da sind und wir wissen ganz klar, wie es wird aussehen. Wenn ich ganz zufrieden bin mit allen Arbeiten, die wir selber gemacht haben. Alles, was wir selber gemacht haben mit Rufus zusammen. Auch wenn ich das alles toll finde und alles. Die Arbeiten, ja, so pure wieder umbauen und den Stall reparieren und die Mauern flicken. Das muss man unbedingt im 24 mit Profis machen. Ja, das muss sein. Weil es ist ja gut und recht alles selber basteln. Aber dass es verhebt, müssen wir halt wirklich mit den Profis zusammenarbeiten. Und darum ist der Plan. Well, there's red carrots, yellow carrots, purple carrots, orange. I find wild carrots when I'm going for a forage. Fresh baked, steamed, mashed or grated on my porridge. I love carrots. Hey. So, sind alle gefüttert, Wasser gegeben, gemacht und da. Die Hunde haben ihre Steckküche rühren. Ja. Ich wollte Danke sagen. Danke, dass ich wieder gesund bin, so einigermaßen. Nur noch ist noch die Nase, kein Kopfweh mehr, kein Fieber mehr. Streng gsi. Wieder mal. Ich wollte Danke sagen, dass du schaust. Ich wollte Danke sagen, dass es dich interessiert. Und überhaupt, dass du liken tust, dass du kommentieren tust, dass du immer wieder teilen tust. Danke dir. Ja, es hilft, wirklich, es hilft. Und wenn wir 1000 Abonnenten wieder erreichen, könnten wir jetzt sogar noch Einnahmen nehmen. Und dann, wer weiß. Es hilft. Wir haben ja Danke übrigens für alle Paten von das Jahr. Wir haben ja, Preis hat ja Patenschaften. Sonja hat Patenschaften, der Monsun. Wir haben Patenschaften für einige Tiere. Danke vielmals. Wir danken auch allen Mitgliedern. Wir haben ja einige Mitglieder gehabt das Jahr. Wir danken euch alle herzlich. Ihr habt uns geholfen. Wir danken an Peter. Wir danken allen, wirklich danke. Und ja, falls ihr euch fragt, es ist auch nicht einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, die ganze Zeit allein da oben sein, darum freue ich mich, dass die Ingrid kommt, die Gesellschaft. Und immer wieder, Claudia hat 2 Wochen Ferien über die Weihnachten, so gut. Und ja, Gabriel, aber ich habe ja dich, Brice, du und ich, mit dem Fee-Kuscheln, Gabriel. Ja, sag etwas. Und sag mal etwas, Brice. Schmuse. Ja, Kussige. Ja, Kussige. Ja. Oh ja, so eine Feine. So eine Feine gibt mir immer wieder das Küsschen, aber nicht beißen, hä? Nicht ins Gesicht, das wollen wir nicht, nein. Ja, genau, danke. Schöne Woche miteinander. Und übrigens, seht ihr es? Ich habe einen halben Zahn verloren. Ha! Ja! Yeah! Alles in dieser Woche. So, tschüss zusammen. Gut, sind fertig singen. Wir haben geübt. Die sind am Singen. Happy Birthday am Singen. Sophia hat heute Geburtstag. Happy Birthday, Sophia! Ja, da habe ich sie gefunden, meine Lady. Gerne. Hi, Lady. Ja, die ganze Schafherde ist parat. Aber für die Geilste kannst du